den Job von den Produzenten das Probleme zu lesen. Aber was du besser du dran warst, wirst du besseren Job miss. Salut Fabien, du bist den allererste Gast, als ein egenden Gast von unserem neuen Podcast, wo wir total Bock drauf haben, für das in Zukunft weiterhin zu machen. Und die Idee hinter dem Podcast war ja für ein bisschen mehr über den Beruf vom Filmemachen zu schwätzen und ganz spezifisch eben noch die Filmindustrie zu Lützeburg. Du warst natürlich nicht unbedingt immer zu Lützeburg und du schaffst viel mehr zu Hollywood und das schon sind bald 10 Jahre, oder wie? Ich sehe bald 10 Jahre da, schaffen gebe ich so 5, 6 Jahre, ja. Oder? Ja, also ich gebe auch, das ist natürlich coole Podcast, wenn man anfängt, dass ich selber interviewt geht. Ich meine an diesem Fall wirklich, dass man will, hier Leute schwätzen aus der Filmindustrie, Zielers, Schauspieler, Cinematographers, Regisseure, mehr auch Production Designer, all möglich, was die so nennt, below the line. Ja, also die Leute, die nicht unbedingt am Rampenlicht stehen wie Diana. Genau, auch mal drauf zu bringen, dann noch vielleicht spezifisch, wann ein Projekt zuletzt gemacht wird, wenn der Film rauskommt, mit der Person mal drüber schwatzen, wie war das bei dem Film, wie es hat gemacht geht. Wie gesagt, nicht immer just die Leute, von denen vielleicht mehr Gewinn das zu hören. Und noch vielleicht einfach Sachen schwätzen, die mehr an den Detail gehen, nicht nur, wieso warst du Fan von Film oder welchen Film hast du gerne, wie war das der Prozess, wie schaffst du, wie bildest du deine Karriere für, aber persönlich, bon, für mich, und ich meine für dich auch, mir ein Drama gerne, ein Drama ist, wieso ich Film gerne hört, meistens, und ich will doch schon gerne vorstellen, Heinz, die vielleicht manchmal komfortabel sind, die Sachen, die eben nicht so flott sind, weißt du, wie also finanziell zu evaluieren, wenn eine Industrie Heinz, wo du nicht nonstop einen Job kriegst, oder wie also fortzusehen von der Familie. Aufsuchen zu kreieren für Schauspieler oder auch Regisseuren, also allmählich Leute, dass sie wirklich, geht immer gesagt, wie ein Glamour-Welt, mit allen Menschen an der Welt dran ist, sie weiß ganz genau, dass es 90% von der Zeit kein Glamour-Welt ist. Die paar Ideen, was du kannst sehen, also da vielleicht von Toscare sehen, das ist immer ein bisschen Glamour da, aber normalerweise sind 90% hart Arbeit, Stress, Aufsuchen, Selbstzweifel, Tränen, die Idee von dem Ganzen sind, wie sie zum Glamour könnt. Und das gebe ich gerne in diesem Podcast auch mit Leuten durchschwätzen. Ja, und ich meine noch, dass das interessant kein Sinn für Leute, die gerne Filme gucken natürlich und vielleicht nicht so gut Bescheid wissen, über wie all darüber beim Set ausgesehen oder wie das dann genau auflebt oder wie der Film, den du auf deiner Telefilm hat, wie die genau zu Sterne kommst und wie viele Leute du selbst Strang müssen zeigen, für dass der dann nur ausgesät, wie wann nicht einfach mal so aus dem Arm gerüsselt gewesen. Genau, einfach was die Positionen sind, wie alle Menschen dazu beiträgt an wie dazu könnt. Ob der einer ist, der sagt, ich will gerne selber in dem Milieu schaffen, aber wie soll ich mich da anlehnen? Oder ob eine Person ist, die 7 Jahre hat, aber mal sagt, ja, ich bin eigentlich oft gefreut, wie geht es gemacht? Aber vielleicht, hoffentlich, als einer bei so Podcasts sind, die froh beantworten. Ja, ich denke auf jeden Fall, dass wir das werden hören. Maja, du bist Nummer 1 bei Eiselo Fabian und du hast etwas ganz Besonderes abgebaut. Wie wäre es, wenn wir einfach mal ganz viel aufhängen an deinem Leben? Wolltest du das schon immer machen? Wolltest du von kleinen Munds Richtung Film gehen? Produzent vielleicht sogar, natürlich an einem jungen Alter weiß ich gar nicht, was da für Positionen existieren. Aber ab wann ist die Flamme da bei dir abgeflammt? Ich bin allgemein ein schlecht Memoir, also sind ich nicht den, der Person, dass ich mit 9 Jahren das gedurcht, mit 10 Jahren das gedurcht, ich sind auf keinen Fall den immer wollte, Filme machen. Ich hatte Filme immer gerne, ich habe Erinnerungen an Sachen wie Goonies, also mit der Age, wo ich mich daran erinnern kann, dass ich geguckt habe als Film, wo ich wirklich eine Erinnerung drin, wo ich noch genau weiß, wo ich den geguckt habe, und dann habe ich den, ich weiß nicht, 10, 20 Mal gesehen. Aber in dem Moment war es nicht so, du willst unbedingt Film machen. Ich war damals, ich hatte Sprache gern, ich habe Sprache studiert. Ich habe eine Mom, die Französisch-Pro war oder Professorin auf der Universität hier in Lützeburg. Und alles, was für mich an mir vorkommt. Ich hätte kein Droit studieren, ich hätte kein, also die Sachen, wo ich darüber nur gedacht habe. Droit studieren, nie so logieren wie Doktor, so etwas mir, oder schreiben, mein Großpapa war Schriftsteller.
den hat ganz Leben für letzte Wort geschrieben. Mein Großmam hat Piano gespielt, die ganz Leben Durchstunde gehen. Das war schon viel, weil ich so Arts an meiner Familie. Aber einerseits von der Familie mehr Finanzen, den Droit, die Sache, mein Großpapa bei einer Bank geschafft. Aber einerseits von meinem Papa und meiner Mom war alles viel mehr kreativ. Meine Eltern haben uns seit allen zwei, also mein Bruder und mir, beides weitergehen und das konnte sich dann ein bisschen so eine Gurke in eine Richtung gedrückt. Da war nie irgendwie ein Druck, mal dat. Und bei mir wollte ich das so gehen, dass ich wollte Sprache machen, ich wollte Englischprof gehen. Ob du in der Englisch Literatur studiert für ein Jahr, hier in England gegangen sind, du hast den zweiten Kurs dabei holen, nun einen Filmkurs gemacht. An dem Filmkurs haben wir über Heart of Darkness, das nicht hart, also Apocalypse Now, ich natürlich auf einer Premiere, musste Heart of Darkness zuletzt studieren und alles Buch. Dann habe ich den Film studieren, über das Buch, Apocalypse Now. Und du hast Englisch, wo ich jetzt gedacht habe, du hast eigentlich interessante Schreibe ja gerne die ganze Zeit, eben Essays und all die Sachen muss ich sowieso machen, wenn du Sprache studierst. Wir schreiben gerne über Film. Und dann habe ich über Apocalypse Now geschrieben und mehr so gelehrt, die eben Sachen Filme zu analysieren, wieso wird der Regisseur das gemacht, wieso wird sie dort sehen, ob der dort Platz. Natürlich auch flott von, als ich natürlich in England weiter studieren gegangen, weiter English Literature, Film Studies, mehr schon auf der ganzen Zeit, das ist nicht alles langweilig war, mir tut mal ein bisschen etwas gefehlt. Ich wollte einfach mal wirklich schon auf einer Kamera sehen, gucken, wie das geht, habe noch eine Kur gemacht in Amerika, über den Sommer, wo ich studierte Sommer, sind ich auf LA gegangen, 2 Monate, und du einen Filmkur gemacht, richtig mit einer 16mm Kamera, dem Moment gemerkt, boah, ich muss hier bei Regisseur gehen. Wenn du schreibst, Skripte schreiben, da geht ja in die Richtung von Regie, außer du warst wirklich nicht mehr ein Writer, und Produzent habe ich dem Moment gut gedurcht. Und ja, wo ich fertig war mit meinem Bachelor, hatte ich ein Jahr, wo ich an England bliebe sind, an du bei einer Filmschule auch etwas gemacht und auch währenddem schon geschafft habe, am Bereich viel so kleine Reklamen, Autosachen, so Sachen gefilmt tun, wo ich dann auch selber mit meiner Kamera in NRW war. Ja, also wenn ich zu London die Sache gedreht, mir ich wollte, ich will in Amerika gehen. Ich meine, ich hatte immer Lust auf Amerika, nicht der Glamour von Amerika, aber irgendwie, dass es durch die Stadt geht, wo die Filmwelt lebt. Das hat mich damals interessiert, wo ich in den Sommer da war, der Kurs, den ich gemacht habe, du mir auf die Universal Studios haben auf dem Backlot gedreht. Das heißt, du warst wirklich da Backlot, wo Back to the Future gedreht wird, an Spider-Man gedreht, geht da noch gewesen. Die dort Mauer, du hängst der Spider-Man an der Szene, und dann guckst du da, und du mir einen kleinen Kurzfilm gedreht, als Steve von einem Kurs, und einfach die falsche Welt, die für mich den ganzen Film durchstellt, oder die eng Welt die rekreiert gëtt an do so dran stoen schon neicht lewes fir eng Set ze stoen. Ja hunn du schon 2 Summeren zu Los Angeles verbrucht. Dat eng Filmshow, wo ich zu Los Angeles war, die heech Art Center College of Design. Wat leit mech froen Filmshow ja oder nee, ich so nommer dieselbe Genwert, das komplett was du draus muss. Die Leute die können eng Filmshow goen an dann ma so overwes Party an du hast go neich von der Filmshow. Du kannst der Schule raus. Und dann fängst du trotzdem bei Nulun. Dann ist der andere Leute, die bei all Projekten dabei sind, die ich alltag so und dreht mal ab und sehen, wir brauchen darin den Ton mischt und dann brauchen darin den Fokuspullers und dann meldest du dich und dann bist du dabei. Und es gibt keine Position im Filmset, die ich nicht gemacht habe, während ich in der Schule war. Weil der Rollo von der Schreckblick eine große Vorteil ist, weil ja, ich stelle natürlich leider an als Produzent, die an all denen Arbeiten besser sind, wie ich die kennt sind. Ich verstehe wat so der Soundmann bei mich kann se da ist ein Problem. Muss vielleicht immer so ich weiß schon, wann man dubausen drehen scherende Flieger mein Gehir ja okay ich weiß ganz genau das nicht gött da gucken schon Kontakt du west einfach du verstehst die Rolle du verstehst wie Kamera funktioniert ich verstehe das Equipment ich konnte Demos ganz konnte schneiden ich verstehe alt Programme alt Postproduktion sind alle Sachen die ich gut mir mache mich verstieße und ich meine der hilft mit den Leuten zu kommunizieren und ja du sind Sto an Show gegangen mir ganz viel gedreht während man schon du nach Regie gefordert ich schon du wirklich überspangen Sachen geht ihm das so viel geschehen den Jo wenn natürlich von mir 2 kurz der Tisch gemacht ihr ich Los Angeles der Tisch das mal gesagt komm mal drehen von der Film und es war lo mehr
an ich wusste dass ich Los Angeles plnner und war das schon geplant ich war Main dat schon geplant an der Schwose ich hat nach 2 Main Zeit und du gesagt kri an 2 Main hin an hast du gesagt ja so wat müsste die nächsten 6 Wochen ja, ich sind zuletzt wo ich mache ne ich sind nach du mat Kollegen und da ging der Fleisch an du meinst du richtig schi gesagt an mir hun mir dat Summe geschrieben kleiner Bootcamp gemacht engem Appartement wo man Salldach getroffen hun an Stunde sitzen den Szenario zu schreiben du hast dich dem Produzere gekümmert schön Regie gekümmert finanziell das gehen du durch das du Bilder verkauf ist die du gezeichnet hast minus du das eigentlich ja mir ist mal Investoren getroffen an Kaffee getroffen mal wo du gesagt hast den also interessiert und engem Bild schreiben dem Lomal wann dem man dann nur Bild aufkäft für schwesen zwei Fisuren da kann man dann an den Film stierchen an die Idee war am Anfang war ein ganz simple Idee für den Film wie ein Roulotte gebraucht mir wusste im Englisch ein Roulotte für 300-400 Euro krit so ein gebrauchte Roulotte von einem Camping me du hast mir groß ja, wie wird man für so viel Idee drehen aber ich da machen an da machen und obwohl bleibt natürlich auch gut nicht kein Suche verdient im Englisch Minimum bezahlt. Me da sind wir immer mi groß gehen an du hast du viel Bilder verkauft Englisch wie das mir Summe quoten an du Nummer de Kurzfilm gedreht Roxy dat war die Lachkehr der ich mensch rich Regie gefordert bei bon op der Schule nach Sache mit war richsche Kurzfilm die man gedreht tun mir eng Feld gedreht an enger Wies gedreht neben engem Haus super Experience ja. Ich mein, du immer so viel flott Leid kennengeleiert Leid mit dem man schon geschafft und all die Kurs und so mit denen man schon Kontakte hatten zuletzt die wirklich war so der perfekte Summer ja. Bon, so perfekte Summer war just 2-3 Main dann bis Juli dat waren 2 super Main wo man wirklich all uns Passion ausgelieft tun Projekt holen wo man auch gedurcht tun ja wo geht ihr hin kann den zuletzt vielleicht am Festival gewesen gehen war alles noch ganz neu dat du gedreht das du noch oder nur um letzte Filmfestival gelaufen Filmfest das war ich weiß ganz genau wo man beschädigt gut dass sie geschlafen als von 10 Filme am Englisch Demos das war ein riesen Moment dass sie nur Premier holen das war ja ein super Experience ich will nach von LA zurückkommen am Februar für du dabei zu sehen bei der Premiere an ja das war so die nächste Film die mir im Zimmer gemacht haben an du hun ich auch schon zu LA gewohnt sind durch schon an Show gegangen an du war schon am Moment Maven zu produzieren ich meine wie das bei mir sich gehen hört also schön angefangen schon geschrieben nochmal mich selber gebremst schon gesagt okay du kannst kein 10 schreiben wo es der Flieger ist du weißt du kannst kein Flieger lesen du kannst auch kein 10 mit 200 Leute so ein Period Piece schreiben weil du kannst nicht zu Versailles drehen die ganze Sache muss aber aus wie Versailles kannst du das Set bauen nee auch kein Suchen dafür die Sache geschrieben die sollten einfach sehen an schon noch der Film gesehen ich weiß nicht wie der gehecht wird mit dem Film war Film mit 4 Schauspieler ganz bekannte Schauspieler die in einem Raum stattfindet der ganze Film von Polanski vielleicht ja von Polanski Carnage da kann gut sehen ich habe selbst gesehen an mein Gehör da gesagt okay das möglich du kannst es super viel machen an einem Raum ich denke doch haut nach ich mich selber extrem gebremst mein Kopf war immer just wie viel kostet logistisch wie es möglich wie viel Idee trainen wir wie viel Leute brauchen wir können wir das Equipment leisten wie bezahlen wir für Postproduktion und du hast einfach mehr gemerkt dass das was ich machen du denkst wie Produzent ich denke wie ich meine Produzent soll denken nicht wie Regisseur die Lever 100 der Kamera also der Regisseur doch 100 Kamera die Lever 100 der Kamera hat ein Regisseur irgendwo Hand am Raum hat ein Pult an schaffen ein Budget Schweizer mit Menge Equipe gucken dass das ganze Boutique lebt ich meine wann es ganz gut geht da seid ihr beim Set kein Produzent wann der Produzent habe ich ganz gut gemacht wird in der Pre-Production aus den 3 Piece of Cake sind die Wochen an die ich für Runden Stunden für Runden wo 100.000 Probleme sind 100.000 Probleme muss gelesen gehen aber wenn man das alles wirklich gut macht nach 4 berät sehen dann hast den Dreh macht das einfach an dafür sind dann noch irgendwann einer Leute verantwortlich irgendwann fand ich muss du als Produzent an Schmeng das ganz gut machen delegaten du kannst nicht alles kontrollieren
an sich dann durch zu viel anzumischen. Ich kenne Produzenten, die do dann alles han erfroen an da man Regisseur durch China soen also man net tote man an Control Freaks das ein ganz fein Balance zwischen gute Feedback gehen an einfach zu viel zu machen und ich probieren du oppassen mit alle Regisseur mit dem schaffen sind liegt an Regisseuren die brauchen eng Hand diese hält an Götter die laufen die brauchen eng Hand leng du will stohlen und da gibt die Lave fort an du musst du Hand sicher go dass du nicht so weit fortlaufen an du gehtt beides an hun du kein Präferenz schaffen bei dem Heinz sind ich mehr am kreativen involviert Heinz du machen ich wirklich schüst zur Organisation an der Regisseur als komplett der we wat du will und geht du Heinz du bei einer Reklam wo dem am Klient zu dienen Heinz du hast allmensch mega happy same page allmensch wees wat ze wollen an dat Rischritt gemacht Heinz du hast der Regisseur den eng Idee huet an der Klient den eng an Idee huet an dem Fall sie nicht dann zwischen den zwei Stil probieren noch probieren Bezeiten zufriedenstellen wat ganz schwer ist wo ich da muss auch Schwaheinz zu machen wo an der Regisseur das Kollege schon mal mit dem hun schon oft geschafft an noch hoffentlich genre in Zukunft nach schaffen mir war das von lo wann net lo net Dioras oder Louis Vuitton was an lo seit 2 Jahren wollt mat Louis Vuitton schaffen Louis Vuitton die hun dann ein gute Budget für so etwas das für mein Bord finanziell wichtig dass man denen noch ein gut Verhältnis hun ich probieren den dat dann so zu jonglieren an einem Idealfall schaffen die zwei niemand nähen was net schon vor 4 ran wissen dass sie dieselbe Stil hun an selbst Resultat raussehen ich hatte auch schon Situationen wo das gut gelabert wo die zwei verschiedene Meinungen hatten an wie bringst du da fertig für du overs ruhig zu schlafen also allgemein in meiner Karriere die echt 2-3 Jahre wo man das also schaffen man einen Partner du haben schon Partner kennengelernt Malcolm schon mal Team Bodybuilder handeln hier war auch auf der Schule der ich war du handeln an hier war so der Go-to-Produzent auf der Show an unserem Jahrgang weil all die anderen Leute alle für einen Regisseur sind 3 Pferde die will Kameramann sind die 80% von allen Regisseur gehen hier war näsche Produzent aber wohin du fertig wo alle fertig waren mit studieren hier wir waren noch nicht fertig mit studieren du hier schon ein Jobgebiet von Netflix für Kurzfilm für Netflix zu machen mir habe Fall eine Stunde ab dem Moment mit Team Projekt gemacht wir haben direkt noch mal Shoot gemacht am Paris Hilton wo Kim Kardashian soll kommen am letzten Moment eine Stunde für aufgesucht wird den mal kurz wie man gedreht Reklamen Musikvideoen alles dabei mehr Fall Bot die hecht Virgin Soil Pictures und die hat Malcolm abgemacht während an der Schule war an den Matt dabei kommen aber mir mache ganz viel durch die Bot mit mal Freelance noch steht für das ganz sehr zu erklären als allgemeiner Prozess falls es Leute interessiert so man keine Musiker Steve Label Musiklabel den unterstützt für den erschrieben hört Musiker geht bei Label seht ich komme mal dem schönen Lied geschrieben oder ein Album geschrieben Label seht super komm machen ein Musikvideo für Elite oder pur Lieder für den Album eben und Leute zu bringen an das Leute die Video gucken und da so okay wir brauchen einen Regisseur und dann ist oft entweder gibt es dabei eine Produktionsfirma so ein Hoodie Regisseur der will pitchen heißt Lied Idee also so vielleicht schon so der toten also der Budget immer hun und da könnte dem Regisseur auch gesagt wie das schon eine Idee heute dass die nicht 12 Pferd an den Kutsch die brennend am Busch sehen pitcht könnt viel oder das ein Artist den man dem Regisseur schon zur Summe geschafft wird oder befreundet das also willst du die Video machen also mir also großen Ufang gehabt mit dem Nadia dass den A$AP Rocky befreundet war am Nadia gesagt Nadia ich will dass die Video für mich muss für das Lied Nadia mega cool Treatment geschrieben an anonymous Content wo hat die muss erschrieben war gesucht oh, das 500.000 das nicht genug Suche für ist weil sie mega overhead sie wie anonymous Content die mussten nicht 25% holen mal das Leben anderen an mir hat gerade kennengelernt wir waren direkt ob der deutsche Welle lenkt und du komm hat eben Trick bei ist beim A$AP Rocky du war vielleicht noch 2 kleine Sachen mit Team der Tisch wir waren Set für ein anderes Video man denkt Die Garden aber wir sind eben gut Kind das nicht im Zugegangen und du dann hast an der Pause gesagt hey A$AP Rocky die kennt ja die kennt den wollte ich schon mal hören will da Video für ihr machen
ich kann mich noch an dem Moment erinnern wo schon Malcolm wo hat fortgegangen Malcolm so typisch Hollywood du kriegst so Sachen Ugeboden du her so Sachen da geschehe sind nicht das nonstop macht er kennt zu viel Hoffnungen hat gesagt wann dir könnt für die Uhr machen da kriegt er den Job aber mir der Budget gemacht dem Moment hat man schon ein bisschen eine bessere Idee mir hatte schon ein zwei Situationen wo man noch nicht so wusste wie man Budget geht wo man gesagt für Chainsmokers ein Video machen und das ein bisschen nach Hand losgegangen halb wusste man du schon wie gift gehen nochmal Budget gemacht wo mir eben nicht die 100.000 an Tasch gestacht wenn man working bei mir kein Overhead hat mir just mir zwei mir hatte Staff wenn ihr just Crew bezahlt Locations Equipment an euch selber nicht an Tasch gestacht mir gesagt so lange mir nicht zu raschtierchen also Teil Win-Win also die Video mehr für ja die Video zu machen weil die Video war die gemacht von uns das viel mehr wert wie mir könnte je verdenken lo verdingen oder die Projekt lo mache sie weil man den muss gemacht Investition das ein Investment die Investition das ein Investment an dat konnte man Demos eben noch laben weil man so Kleinigkeiten du gemacht wo man aber bis so verdenkt tun dadurch kommt man so laben auch großer Projekt verdenken an dem Projekt hast du natürlich die das für MTV Music Awards nominiert gehen all major Awards wurden aus viel Sache gewonnen und dadurch sind Leute eben dabei aufmerksam gehen und ab dem Moment du einfach sieht Musikvideoen immer du hast immer so weitergegangen Artisten sind immer groß gehen Reklame sie mir groß gehen Budget sie mir groß gehen alle machen wir das schon seit 5-6 Jahren da handeln an ja was sind dann an den letzten 5 Jahren die pro Projekt wusste immer stolz den Druck was es gibt ganz wenig Jobs die ich gemacht und ob die ich nicht stolz sind die wirklich irgendwie dumm so Televisionsreklame sind gibt ganz wenig normalerweise als Sommer ganz artistisches Stil davon mehr da war eine Experience wo ich eine Woche nicht geschlafen weil ich einfach so selber Druck auf mich gemacht und das war ganz am Anfang mal Video für den Kaigo gemacht den norwegischen DJ wo man da angerufen ich war ein riesen Fan von Kaigo und der Malcolm gemacht sind 2 riesen Fans von dem gewesen aber irgendwie im angerufen will da Video für den machen und dann eine Woche nicht geschlafen weil wirklich so viel schief gelaufen ist Locations verloren der Kaigo soll da sein der Kaigo soll nicht da sein du geredet zu erlesen gesagt hat nie geschehen wir sollten draußen drehen an den Tag wo du geredet immer dich müssen umdrehen und immer du als Location verloren für den zweiten Tag der Manager von Kaigo hat ihn Kontakt über seine Location organisiert die Sache irgendwie klappt es immer aber wenn du die Experience nicht tust mit den Situation nimmt zu gehen also schwer du warst du wirklich du sitzt bis enger Mo zum Laptop da gehst du an Bett du warst tot mit also schlufen nicht ziemlich sehr an mit der so 2:30 oder so etwas sieht mein Gehirn hast der dort Person Bescheid gesagt dass du muss im Zänger oder den Tag da sehen und da geht hier wenn es der Person nicht Bescheid gesagt ist dann hast du ein dicke fette Problem und dann habe ich gesagt okay ja schon ja bestimmt Bescheid gesagt boah da kann ich mit neu werden und dann kann bis mit neu werden nun gefangen schon mal alle mögliche Sachen schon Meditation gemacht schon sicher Video so Sounds gemacht wie beim Schlafen am Schlafzimmer die sollen helfen da besser kann schlafen matt Experience geht halt besser was du der Projekt muss weil was du wie den hohes lebt an ich menge min groß stärkt als das ich eben auch Demos schon alle Menschen wird bestimmt gesagt super den so kalm also ich hoffe sie super ich auf jeden Fall gesagt den so kalm an wis während Band dran stehen an alles explodiert de so dass ich bis wies wie geht ich war schon an komplett verrückte Situationen wo man last minute alles verloren hun an dat so die Sache wo ihn als Produzent einfach vielleicht mal besser gestresst das aber auch das sind auch die Situationen wo ihn am besten beste Leistung aufrift ich meine das sind die Momente wo ich so richtig den Adrenalin kennt mich an okay ich kennt mich 2 Stunden überregen dass mir die Location verloren holen oder ich benutzen die 2 Location und denken über alles nur wo Maschenke gedreht Häuser kennen hun Kollege bei dem Haus hat kein passen den Haus auf einer Platz wo du Key Permit brauchst wie weit außerhalb von Los Angeles drehen mal Putzenen
an engem op eng anderer Platz an drehen oder drehen wir 10 die am Gar sind an engem Park nicht wie denken sie Lesungen Lesungen das den Job von den Produzent das Problem zu lesen das mehr den Hauptjob aber was du besser du dra was du besseren Job miss hoffentlich also ganz einfach gesot me so gesinnet an so leerst du bei all drei leerst du weiter an ja min allmäßig Sache gemacht von Gedrinks, Energy Drinks bis zu man Paris Hilton daneben mir am Kim Kardashian für sing macht schon viel gedreht mir hun Christina Aguilera ne Musik wie für Christina Aguilera gemacht das war auch ziemlich frei das war ein Plot-Experience weil hat das ja also bist wenn die war bist so irgendwo wo wirklich wann hat könnt dann mech Kontakt dann das mega ruhig und alles mega diszipliniert dann schon die Sache super schon die Sache so geil schon einfach das die ganze Organisation rund dem nur wenig Klient hast also auch mein ganze Ki ich muss schwarz sind du könnt ein farbigen T-Shirt was du ein T-Shirt kannst mein große Logo drauf an der schwarz beim Logo drauf und drehst dein T-Shirt falsche Weh und das dann so oder du gehst ein T-Shirt kaufen oder irgendwie bringt ein T-Shirt das ich probieren du ganz wisst doch das ist einfach ein Eindruck den es auf der Klient ist aber wann du mal den Kim Kardashian schaffst mal den Alexander Wang mal den GCDS oder italienisch macht mir so Kleider machen hauptsächlich Fashion Sachen Louis Vuitton du musst du guten Eindruck machen du gucken nicht dass der Catering gut ist ich gucken dass gute Schein mat nappen an so hat man egal am richtige Film interessieren die Sache gehen wie heiers wirklich du geht op all Detail get opgepasst du muss hin klein wisse Zeit wo de Klient sitzt mat Video Village wo du dann eng Schein die Kerz die du brennt an du hast Blumen überall an du probärst einfach hin dat so schön zu machen die Experience im Set dass sie hemgehen so den Dreh war super und da kommen sie nächste beide mein Job ist zwei Sachen mehr dass die Klient zufriedenstellen ob der Klient also Musiklabel oder ein Artist am mein Crew an ich sind Produzenten eine oft ganz schlechte Ruf schon am Anfang gefragt wieso das was ich weiß wieso das was weil ganz viele Produzenten gibt die einfach hier Crew schlecht behandeln wo wirklich schüchtern geht kommen beschwer dich nicht weil der blöd wie du hast Leute Fos verdreht komm nach gesehen ist auch nicht geschieht du musst auch nicht an Klinik du erwähnst und diese die Sache wusste ohne sie geht nicht ohne die Crew geht nicht ich will also mal keinen Crew mehr schlecht Relation hun und sie sind die wichtig sie sind die du musst ja schaffen und sich wissen die sich direkt Futti machen dem nur Sachen drohen müssen während der Klient vielleicht just Schema die Ticks Kerz du sitzt an engem anderen Nise vielleicht für sie selbst speziell sich komme gelos und das schöner gut das für sie wie will dass mir Crew gut geht ich kann eine gute Craft die hun weil du Craft also Snacks und du Person du haben die kennt man Boutique die riecht 2 Stunden ab und da gibt 15 verschiedene Sorte Glas es gibt alle Snacks den an einen Boutique kaufen nicht du Chipsen an bisschen Schokolade gibt wirklich alles macht sie paar Sachen aus Japan Sachen aus Brasilien europäische Sachen du musst den Crew froh das den Crew froh und das ist ziemlich kleines weißt du, das nicht mega viel suchen oder Arbeit das ist einfach eine Sache wo Respekt die Leute kommen an schaffen hoffentlich hart den ganzen Tag wieder sich gut durchstehen da will ich auch dass Tine gut geht an dass sie nicht hingehen also war der Blödsinn schafft mir Futti an Tierse war schlecht dann mir nur 7 Stunden ein Pause gemacht oder mir 5 Stunden Überstunde gemacht die Sache geschehen Überstunden hauptsächlich Musikvideo hat schon Dreh von 23 Stunden 25 Stunden das geschieht Dreh von 25 Stunden im Steck okay, ja. Dauer an Stunde ja. Also das war hauptsächlich dann Produktion 25 Stunden du hast an der Rest von der Crew 24 Stunden mehr Schücher für Sachen her von 32 Stunden 33 Stunden das gefährlich zu fahren sicher gefu wo mir dann zugefallen sehen wo ich da von der Auto Ruf gefu sehen an einfach irgendwo auf der Seite der Stroß 10 Minuten so Nap gemacht und hier weiter gefu sehen weißt du Heinz du drehst an der Wüst das sind die schlimmste Sachen du warst an der Wüst eng 1,5 Stunde fort für Los Angeles
und da geht aber oft trotzdem also mir probieren natürlich mir kurzen Drehdach zu machen wieso und dann okay matt fuhren soll 12 Stunden sind 12 Stunden das den Standard an Amerika und du nur 20 Stunden do warst ich würde nicht eigentlich schlecht Rechnung machen mir kann sehen dass du mal 2200 Euro hingehst auf Platz von 1000 Euro sich finanziell finde ich gelohnt Risiko an Risiko an und das sind noch die Leute die ma net een Dach und dann dass diese 2D du an holen sich die gehen den nächsten nach ein anderes Set das geschieht ganz oft wir drehen darum 12 Wa da können die bei mir seht wie lange meine das da geht ich muss ihm sagen Calltime an dann nach eng Familiefle Zeit verbringen wirklich ich als Produzent ich gif so am Durchschnitt hun ich 3 bis 5 Drehlichte im Monat der rest von der Zeit das Pre-Production Post-Production ich drehe nicht all da von dem Monat das wissen Menge Produzent das méi Projekt zu machen können de Projekt myn eng zur Woche Pre-Production dann drehen immer 2-3 D an dann sie man der Post-Production wo ich auch net die ganze Zeit wo ein Editor vor die Sache schneid und da gibt die Sache gefirft das mat Farben an de Sounddesign du sie net a Person durch in dem Moment schon ergang eng meiner Projekt schaffen an schaffen normalerweise 3, 4, 5, 6 Projekte gleichzeitig Projekt sind ergang de Budget zu machen Projekt sind ergangen Projekt anzurechen ein anderes Projekt sind vielleicht Set an ein anderes Projekt probieren nicht zu kreieren für an 3 Wochen Tisch lauter Sache laufen simultan schon net all darin 12 Stunden darum Set schaffen zwar vielleicht oft 12 Stunden mit da sind aber sind am Büro oder ich sind du schaffen am Büro da kann nicht vergleich mit einem Crewmember den alldach physical labor op engem Set mischt an dat sind die Sache wo ich muss oppassen du sie auch viel Leute die so die Idee stifte nicht mir passieren an mir probieren noch als Produktionsfirma ganz stark und so viel anzusetzen dass nicht der Fall ist mit geschieht das heinz du am Klio am Set und ich just ein Dreh da oder 2 an die 10 muss nach gedreht gehen du kannst nicht dann einfach so da kommen einfach mal zurück das geht nicht du hast das seit Wochen ob 2D ich gelöscht die Location aus der nächsten Nacht nicht available den Crew ist vielleicht nicht available der Equipment ist nicht available davon aufgesehen dass doch riesige Käste sind aus dem Point of View von seinem Klient wenn du 16 Stunden filmst hast das natürlich immer noch viel mehr böllisch wie 2D 10 Stunden zu drehen oder 12 Stunden zu drehen das ist die Sache geschehen das nie geplant wir gehen nie an den Dreh mal engem Plan 16 Stunden zu drehen das an der Musikvideoswelt du gehst an einem 12 Stunden Plan da könnt ihr nach 3 Stunden spät dann nur 4 Stunden als Brett und dann nur 5 Stunden könnten op der Set seht das so wie schon 4 gestartet schon 80 Stunden also es gibt ganz extrem Fall dann ich sind op dem Dreh dabei gewesen ich kann es wahrscheinlich so mit Nicki Minaj hat er so unzuverlässig du komme Leid ganz Crew steht du für 12 Stunden zu warten dann könnt einfach nicht und da gibt den wirklich gesucht kommt nur zurück dann kommt zurück da könnt er nicht und dann nächste Woche nächste Woche und da könntet vielleicht nur 5 Stunden nächste Woche an nur einer Stunde kein Lust mehr geht da diese Sachen die ich schon nur gefangen zu verstehen schon mich mal doof fand dass das geschieht mit das so respektlos der Crew gegenüber der den Stocker so als wenigstens verdient Leute suchen muss an dem Moment nicht schaffen an dem wisse also wenn sie zu den einfachen Dach sie mussten den Dach sie do sie essen an sie gut bezahlt und die mussten etwas zu machen aber ich fand einfach so respektlos natürlich Leute Zeit zu verbitzen an wat als Projekt mir groß gibt wat Star mir groß mit denen mal schaffen wat dat made fall ist und du ein Projekt mit einem Drake wo es zum Beispiel dann da geht geplant für Samstag oder Sonntag da gibt vielleicht donnerstags gesagt den Drake den Samstag aber zu Miami können wir verlieren und dann da siehst du nicht nee also die Leute die hole kein Nähe und da setzt du dich bei deinem Computer du musst 12 für zu gucken wie viel kostet für das zu machen und da gehst du in einer halber Stunde oder gehst du zurück und siehst ja wenn wir das so in den Nacht drehen da kostet dich so viel und dann hast du vielleicht 500.000 vielleicht ist 1 Million weil auch immer das und da sollen sie ja oder nee und ich fand der musste einfach ganz weißt du, das ist ein Business ich gesehen so
ich gut schon die verrückste Requests heinst du beim 2D3 Information da sieht nach Tiest du schon nur kein Losch zu kommen wie viel man nach verlehen also nicht mal allem Schmurgel bezahlt das Lot spät dann ich kann nicht Rechnung gemacht wie zu gucken wie das für Dach nur run zu henken und da muss ich natürlich also ich muss den Leute rufen ich muss bei der Location suchen also die werden möglich zu machen oder muss man dann enger Woche machen an der so wie viel das kostet und dann hast hier Decision an ganz viel von den Leuten so in dem Fall ja bei Suen du kein Rolle spielen und du hast durch Schweizer mal von $300.000 $500.000 die einfach so am Feier abgehen leider aber bezahlt gehen also das Kind die wirklich dem dabei geschult geht mit das Kind Output ja oder geht dann eben nur gedreht mich spät gedreht mehr also effizient das nicht effizient das nicht aber wenn da guckt wie viel Leute $5.000 will hier Geschichte erzählen für kurzem zu machen und gehen da 300.000-400.000 einfach aus der Fenster geheilt weil nach Artist den ich nicht bei Numm nennen will ein Date mal länger Frau den Ofen voll tun gesagt das Beispiel du hast nee du ja nee also so wenn das mehr so lange wie breit eigentlich die Schweizer Lützeburg also das dem hat engem von der Kardashians zu summen ass der war dem moment noch net mat engem von der Kardashians zu summen an du hat einen Date mit der Person für der Kardashians Familie so net wie net war sind alles Artisten mit denen sie von du hier wie ich noch bin direkt base wir die net gesot den Date ist mal so wichtig dass man mehr wert wie $300.000 du hast den op den Date gegangen Crew bezahlt oder net mis auf das Set kommen an du man nach Dach gedreht und das sind auch so Geschichten heinst du pötze dann denkst du Blödsinn oder wirklich real mir so, dann siehst doch Geschichte über die lache man nach 10 Jahren der gehört daneben weil du komplett Müllexperience sehen an aus dem Grund machen ich das ganz einfach ich fand das Kind dachte ich den anderen geht nie langweilig an mir noch schon so Video gemacht bestimmten auch für einen von den größten Airbnb Sängerinnen ganz bekannt auch zu Lützeburg ich habe mich ganz gefreut mit dem zu schaffen mit das stundenlang spät kommen und du hast die ganze Sache gedreht gehen geschnitten gehen und war nie wirklich eine Konversation mit dem Regisseur über den Treatment hat der Regisseur hat ein Treatment dran geschickt und sie gesagt okay super Mama mir okay gehört Feedback kein Antwort natürlich dann nur Feedback ne wir drehen aber ja wo sind zu ja die kommen an dann so gesagt dann hast du so ja krämer dazu krämer de Budget gött nach kein Kontrakt das mega unprofessionell mir fängt nach schon Leid anstellen mir fängt schon nur Suen auszugehen du fräst ich das von die Lomo so und mal leben hat wieder in Europa mit drehen aber nicht das schönste Leid zuen sind all die Situationen wo es doch probierst es oft zu sichern du hast an E-Mail wo dran steht okay der mal aufhängt Leid anstellen da kriegst du so ein E-Wort einfach so yes kommen da will der den ganz wichtig E-Mail wann du schon $14.000 ausgehen hast auch wann kein Kontrakt geht du hoffst dass nie zu sagen Fall könnt an dem Fall ja sie niemand Regisseur geschwar Regisseur ja schenkt wie an die gut gefällt und so ja schmenge schon wieso sie noch kein Problem hat der Sache gehabt an du natürlich Set den Dach selber war Bemol wie wann Artistin noch nie den Treatment gesehen hat ich weiß auch nicht ob sie gesehen hat vielleicht just hier Team das gesagt hat wir drehen den nächsten Dünchten drehen mal Video für da und das Lied also okay cool aber go du vielleicht nicht gesagt und da könnt ihr auf das Set da seht Mama haut okay was er tut denn und der tut den Regisseur die steht so ja mir ich meine der toten Dat ja schon auch schon 2 Wochen all Minuten für im Leben oder war nur gedurcht wieso ich das so machen und sie gefällt mir nicht okay Mama die nicht und du denkst den armen Regisseur an dem Moment und ja das war ganz ganz lange Tournage auch Disney Studios Backlot richtig coole Video an der Postproduktion wir checken in der Video kriegst einfach so 3 Wochen keine Antwort schreist per E-Mail rief so ja wir sind Feedback Postproduktion die werden aber Antwort irgendwann gehabt so zu schaffen und dann so ein Mond ja können der toten dat probieren okay probieren wir das erst darum so 2 Wochen nicht dann Bemol ja es gefällt uns nicht so richtig am Moment wird man mit den guten Video nicht rauskommen da war das nie mehr abseieren von ihnen die Videos nie rauskommen du hast ein Crew von 100 Leute
die wann die im nächsten Job gesagt seht an wie die könnte Video raus so Fleisch ja irgendwann Ecke wahrscheinlich irgendwann Ecke Ja. mir die Video werden nie rauskommen Ja. ich will so Sachen am Laptop ich gehe so Sachen ich schon oft mal Kollegen zu LA und der Gag gemacht ich meine so große Screening mit all den Videos die nie rauskommen sind weil du hun sich Kollektionen ugesammelt nicht ist bei mir all Produzenten mit denen wir schaffen und das ist ein ziemlich kleine Community ich gebe so für die Videos die wir machen wo man bei Musikvideo bei bis zu 2-3 Millionen Budget sie für Musikvideo der gëtt just eng Handvoll von Artisten die Stadt können lechten an du gëtt dann noch just eng vielleicht 10 Produzenten die so es machen aber Partner nicht sind eben 2 von denen aber den wir sind alle gute Kollegen wir kennen das alle gut mit tauschen das die ganze Zeit mal den aus das gut nicht sind du Kompetition gesagt hallo immer die Video wäsch geholt das gëtt gut nicht das wirklich ich gesehen Videos so ein super Video das richtig cool an umgedreht doch mir ja mich schon wie oft gesagt enke Mama Screening just an da oder weiß mal gut die Video die gesehen wann ich posten dann ja dann gehe ich wahrscheinlich verklot gehen an du sind riesen nimm dabei natürlich der wird auch nicht alles so du sind pur so auch Aldo Top 10 Top 5 Charts nimmt dabei 100% und du pur groß nimm genannt an pur groß nimm auch nicht genannt weil es einfach nicht derfs mehr wird bestimmt vielleicht nicht interessieren das zum Beispiel ein rezente Video den rauskommen aus für ein paar Monate das Flowers von Miley Cyrus und das war ja ein riesiges Success ja das ist ja direkt ein Rekord gewirrscht auf Spotify ich meine mit dem meisten gestreamten Lied überhaupt das sehr gestreamt also das sehr Lied das eng Milliard gestreamt gouf gött pur Lieder die iwwer Milliard gehen me sei Lied lo an 3 Main iwwer Milliard gepackt krass ja. Video aus Englisch bei 500 Millionen half Milliard Views ja das ist richtig krass und du hast die Video gemacht wie lief dat von so leid wie der toten gesagt also du hast natürlich mittlerweile Erfahrung dran mir passt du nicht abgeregt was der Starstruck wie beholen sie sich wie von dir wie gehst man so da sind natürlich immer Starstruck ich sitze nicht so das ist so another day at the office also ich sitzen die Woche für drohen eng 2 Wochen schaffen ich wann man die Zeit kree schaffen ich mit Menge Partner da sitzt man du an ja Pöttelsinn sich du hast wirklich guckt den tote Video das letzte Video den gemacht oder tote Lied war ja mega cool ich bin ein großer Fan von dem bei Miley war so ich war bei einem anderen Set für eine andere Artistin mal ein Projekt den hoffentlich Ende des Jahres raus können die Menge noch viel mehr groß als wie die Sache Miley Mama neue Podcast von bis so weit das von den heute schon raus ist schon mal du wirklich ich mein Partner hier Schweiz Lützeburg also okay hier werdet heute nie her hier war du wirklich nur im Burnout mit dem anderen mit der Artistin du mir wirklich Main lang dr geschafft an hin an hier an der soll drum gedreht soll darum nicht gedreht gehen um neue Budget gemacht hast du jemand Wasser gefallen um alles geplant hast du alles aufgesucht gehen es war extrem stressig auch weil die größten Artisten auf der Welt das du willst mit der größten Artisten auf der Welt schaffen Tisch du bist gewollt alles zu machen wie das der Video zu sternen könnt an ist du einfach selber nicht futig gemacht mir einfach extrem hart und den Projekt geschafft an du auch gedreht mir 5-6 Tage gedreht und das war einfach ganz lang dich an extrem high Stress Level einfach wenn es der Person die war und du nicht mein Partner gesagt hey die möchte nie Vakanz natürlich nach Mexiko das ist im Dreh nicht fort ich habe ein Woche Mexiko und einfach länger Vakanz gebucht irgendwo so im middle of nowhere an einem Motel an so ja dat mal du dat weil das wirklich bisschen viel und ich hatte auch Vakanz gebucht mit meiner Familie mit amerikanischer Familie sollte man eben noch an Alaska Kanada gehen an ja du kru aber während schon am Set war für den dorten Dreh gerufen hey, willst du Video machen für Miley Cyrus und das war mal der selbe Bord für der ich auch den anderen Video produziert tun aber da du gut gelaufen was und sie gesagt hey dir 2 Mal da mal Miley Cyrus ich war Fan von Miley mir aber gar nicht du nicht mehr wie ich Fan wie von André Jung Fan von André Jung nee ich weiß nicht weil du nicht für mich so top weißt, wenn ich so große Artisten denken
dann denken ich wesen ich denke nun Taylor Swift ich denke nun Beyoncé ich denke nur so leid lo am moment vielleicht Doja Cat an bon du den ganz Reihe die ich kennt abzählen me Miley gedurcht weil der doch schon so lange nicht mehr gemacht wird Mädchen eng Bommestimme gibt bestimmte cool Lied ja ich meine gibt keine Runde nicht zu machen wann ich die kreen an du ja du sind ich an Kanada gegangen und Vakanzen aber tauschen Vakanz geschafft so wirklich so einen Bus wo man durch die Natur gefahren sind also ja ha so Bier an nicht zum Laptop und geguckt dann so das coole Bier und dann am Träger aufgegangen okay ja dann drehen wir so 3 Stunden auf der Location also ha so ein Elch während ich kann im Telefon war im Moment ein Elch das war wirklich so also du hast schon mal leicht geschwart im Telefon so eine Sekunde ein Elch und ich geguckt oh, richtig cool Elch bon ja dann meinst du kriegen wir so hin und das war du war alles groß bei Miley de Budget war okay war große riesige Budget was man gerade gemacht hatten das war alles super die Idee auch ziemlich simpel seid ihr am Video das nicht Rocket Science das ganz wie das war einfach eng enorme Experience das war super dreht das so gut gelaufen alles wir hatten Lied ich wurde Lied geschickt letzten August half ihr Video rauskommen Lied bestimmt 50 Tag gelauscht war doch high security also du kannst nicht einfach mal so nee, das war ziemlich besonders das war wirklich eigentlich sollst du just mal Kopfhörer lauschen drin kontrollieren natürlich die echt 2-3 Kehre vegetarieren hun just gespielt sie mir Lied nicht einfach geschickt und du sie wirklich gesagt okay das geht bei dir am Raum du hast Kopfhörer und just für sicher zu gehen und da spielen sie Lied für mich ein Regisseur im Moment hauptsächlich für den Regisseur natürlich an mir du cool geschickt ich muss ehrlich noch immer so das war für mich nicht mehr groß wie viel von den anderen Videos nicht gemacht und es hat Miley nicht auf einem anderen Niveau gesehen wie so Christina Aguilera persönlich klingt lo ganz dumm lo wo man lo sehen oder dem das Video den volle Shirt in den Art oder das Lied in dem Moment war das nicht so besonders mit dem Video gemacht und Dreh war wirklich enorm Miley ist cool ich sie nicht mal der beste Kollege also die Leute die froh mich und so, was dann lo die ganze Zeit vorbei also, das gut nicht der Fall nicht da ging ich du hin ich stelle mich einfach viel so hey Miley eine Producer und so nice to meet you und das mega lebt und hat mich das all da dass wir hatte eine ganz normale Sache hat gesagt ich auch nicht so wie mir hat gesehen also weiß natürlich das bekannt das mir hat er mega bodenständig das null arrogant und das einfach ein mega lebt Mädchen sind andere Artisten bei Christina Aguilera sind Schnitt gegangen bei Christina Aguilera du hast es schon und dem Rider das löscht diese Krise mit Sachen die Leute für den Hund an ihrem Raum du hast schon darin erkannt dass du ein bisschen kompliziert Kind sind tut eine Sache gefroht wo ich mal durchtun das ist bestimmt kompliziert noch zum Beispiel ganz ein zwei Sachen missen eng DVD von ihm von enger Tour oder so etwas an mir sind das 2020 findet DVD wir müssen den DVD-Player lohnen oder kaufen gehen an die CD von ihm alle guten hun an die müssen alle gute in einer gewissen Reihen falsch do sind de Jore no wenn ihr de released dann alles an war anscheinend mega strikt muss alles genauso sehen muss enger gewisser Map leiien Durchschnitt einfach justiergent hier gestreht einfach war alles so mega organisiert wo der Punkt wo du wirklich denkst und die eng CD fehlt mir nur der Cover aufgerat den extreme Stress den einfach nicht neidisch ist aber bei Miley war das nicht der Fall bei Miley war einfach ganz easy keine besondere Sache gefragt wie es normal so Kokosnusswasser und so gesund Snacks und so Sachen das war tun an den Dienst Mo so gegangen war ganz fein und war alles super an du immer Team geschafft den Dreh war gut an das der Video rauskommen und wie das komplett explodiert an hatte wirklich mit was geraschen wir hatten so viel Video in der Tisch schon gedreht dass ich just so Halle von Miley gedurcht so wenig könnt ihr schon mehr raus den 13. Januar an ja du hast den rauskommen an du so Verschwörungstheorien angefangen Hummer an dem Haus gedreht Welt Miley an dem Haus sein Mann ihm doch frie gegangen ass all die Sachen wo ich ehrlich gesagt net wirklich Casino ich menge net
ich sind den Haus 4 geschlohen hört und das mir mit das ganz bekannt Haus dass du ist der Tisch der Frank Sinatra Haus ich meine Sinatra hat eine Zeit gewohnt Marilyn Monroe hat eine Affäre an dem Haus mit Dingen von der Präsidentin und Kennedys also das so ein Haus mit Geschichte wo schon Sache geschieht sind an hat tun Leute du nur fangen die Sachen zu behaupten ich keine Ahnung wie du gefangen hat mir da fängt darum nicht wo so Fans ugeschrieben hey, kannst mir die froh beantworten ich kriege E-Mails wo so Leute gemacht so Leute die was du mal fannen die sie wirklich die gehen ab Internet die vorne was sie wollen fannen just für so Informationen zu kriegen und das war eben eine riesige Sache das war eine riesige Sache zu Lützeburg ich meine Lützeburg kennt Leute mal die auch anscheinend das Lomé steht gerade rum zu Lützeburg scheren Lied immer nach heute singen wollen darum Radio schwenkt war Nummer 1 von Chartbreaker bis letzte Samstag oder das Nummer 2 um Chartbreaker ja steht viel Leute letztes schon mal geschrieben an das sind Tisch flott also ich meine da ich nicht aus dem Grund ich meine da nicht für du noch keine ich meine da ich für das Leute abs flott fanden für sie zu entertainen an ich meine man die erst irgendwie gelungen Fabian hältst du gerne den Lift ja Heinz du von zu viel Trappe sehen ja genug naja der Lift geht op und dann geht ding und da steht du ein Person die ist immer wohl solche treffen wie wir dat an wat gehst du der Person so an den 30 Sekunden wo mit der Person am Lift gesperrt was ich weiß dass die Vorgift kommen und trotzdem habe ich kein es gibt paar Leute die mir da in den Kopf kommen ich meine wenn mich hier paar Jahre gefreut hast hätte ich Woody Allen gesagt ich bin ein riesiger Fan von Woody Allen singe Filme ich schon viele über Woody Allen geschrieben Demos wo ich nach Film studiert tun schon mein Aufschlussarbeit gemacht schon ganz viel von den Filmen analysiert so alle gute gesehen mengglisch mehr natürlich mal zu den Developmenter über die letzten Jahre das geht einem Faderbeigeschmack also wo ich ganz ehrlich so ich meine kann die Sache trennen also der artistisch an Person kann ihn trennen wie man du siehst wie soll am Lift stehen da wird die Person aber der Person muss nicht am Lift sehen ja gut Resonament wie wäre da nicht der Woody Allen wäre wann nicht der Woody Allen wir nach ihnen den nicht aus mit den erkennt sehen wir den Nicholas Winding Refn und zwar weil ich riese Fan sie von Drive ich war auf der Premiere hin sind den immer zu kann war jahrelang wo du nicht auch kommen sind ich war noch zu kann wir waren auf der Premiere vom Only God Forgives schon auf sie schwatzen an der Film mal flott von ich fand hin einfach als Persönlichkeit interessant das komischen Typ ich wissen ob der flotten schmengen gift den Schweizen am liefsten der gift nicht einfach ich meine das bist so in den Weltfleisch auch von der Laune aufhängt gibt ja wahrscheinlich der Kappen hat zum Post am Match wie am Drive am Fleisch eben du willst mit dem Schnitt ich gibt so wann ich Person muss aussicht da wird wahrscheinlich der Christopher Nolan ich meine Christopher Nolan ist so oft es gibt Film es gibt artistische Film es gibt Blockbuster und da gibt Christopher Nolan Debates an möchte ich meine der gilt für mich ganz wenig so gesehen nicht dazu zumindest die wirklich Filme machen ob so engem Niveau so riese Budget so ein riese Show die ja wo ein gut Geschichte erzählen den noch wirklich um Geschichte geht und nicht um Explosionen vielleicht als teils du bist viel mit so Sachen wie Inception du denkst du dich du was am Kino warst an die Film und sind wir auf gesehen gucke kommen neue Sachen dabei dann denke ich mal verstehst du das richtig und ich fand das was Film mir soll machen Film soll entertainen Film soll ja auch dazu bringen frohen stellen an ja vielleicht auch die Meinung zu ändern bei der Twitter gesagt neue Sachen an alles von der Christopher man einen Film rauskennt so wie Oppenheimer lo ich weiß ganz genau ich gehe nicht oft an die Kino ich gehe 3, 4, 5 Mal Jahr an die Kino ich gucke gerne Sachen daheim mit den Oppenheimer selbst gucken ich nicht auf der Tele das muss Kino gehen das wäre doch große Kino gehen das will los schon an der Christopher der wohnt bei mir am Quartier an der schöne schon oft gesehen lernen spazieren gehen ich gebe Namen Mann aber niemals du Schweizer gehen das aber Fragen wie weil die Produzentin das von ihm seine Filme ich gebe ihm niemals bei seiner Person während sie mit der Frau spazieren geht Schweizer gehen ich weiß auch ehrlich gesagt nicht weil ich gehe in dem Moment so hin aber ich fand das ein bisschen respektlos mir an einem Lift ist eine andere Sache und ich stelle mir auch vor dass der Lift heute zu Cannes wo weißt dass die Leute die für Film heißen oder bei einem Festival da gebe ich aber so
natürlich gehe ich mal sich mal so wat Firma für einen Impact op mich hatten an der steht mit dem Schaffen das wirklich das ist ein Dram also ich mache ganz gerne mein kurz Projekt ich gerade mache Musikvideo Reklame mir ich will an der Longmetrage in die Richtung an wann net lo außer dir natürlich ein Regisseur gött natürlich will schaffen das an der Momente Christopher Nolan also da gebe ich alles dafür gehen weil ich einfach denken dass dem muss am Moment die Filme die ich am nächsten Welt machen einfach von allem dem allem rundrum dann kann ich mal schon denken wer dann ob die nächste vor hast nämlich von Slomis 3 Filme nennen die vielleicht schon unbedingt den aller Lieblingsfilmer sehen oder viel gut Comfort Movies mit die ich am allermeisten beeinflusst tun an die ich zu dem Mensch gemacht und sie wird am Leben wie auch an der Karriere wer 3 Filme wären da dann so ein Spaß dieselbe Schema ich erwähnt ich gehe schon mal so ich hatte Annie Hall schon den Film extrem gerne schon den so oft geguckt also schon ein Zeitchen hier me dat war so dat ich wo ich an der wat Film gemacht wo ich Film analyseiert tun dat war so ein Film den ich 100 Mal geguckt in anderem Kleinigkete gesehen wieso möchten Daten so geschrieben aber wahrscheinlich auch Sache geschrieben hun die gedurcht töten wo ich einfach viel zu viel dran nur gedurcht tun mir Annie Hall wir wahrscheinlich davon dann den Drive wie eben anderen einfach just vom Stil hier wird immer das ist so ein Film wo auch all Frame super ausgeseit an danach den anderen Film du willst die schlecht mal nehmen Roger Deakins wat geht het de Paul Dano as dran de Paul Dano solle Kant vergewaltigt hun Hamburg Prisoners de Prisoners extrem ja, genau Danny Villeneuve dat so ein psychological thriller das so right up my alley so wirklich visuell so ein Film fängt du an und nächsten 2 Minuten wie ich den dort wird mal gefallen wirklich von der Farbe vom Bild von wie kadréier das Atmosphäre Musik wo es spielt ich weiß nicht wo mit so rural American Town irgendwo und dann sind ich ein mega Fan von all den Schauspieler am Prisoners an The Nightcrawlers als auch so ein Film schon einfach wie bist du den Underbelly gesagt von an diesem Fall Los Angeles und hab Wunder gefällt man dat mir ich fand einfach viel mal über Leute die Sachen dokumentieren oder an Situationen rumfannen die mir extrem friem sind ich fand das einfach richtig interessant ich fand du den Nightcrawlers gesagt für den der nur rundrum was den dafür Sache gesagt das ist wenn ich sag den vielleicht ein ähnliche Look vielleicht lauschen den sieht was du ein Idiot ist gar keine Ahnung über Look und die 2 Sachen man nie vergleichst mir ich denke bloß so spontan am Kopf Prisoners Nightcrawlers also in ähnlichen so mysterious Thriller Vibe und das gefällt mir ganz gut und dann Annie Hall bei den ganz anderen Sachen ich gefällt die drei nennen als Firma ganz interessant breit gefächerten Gu dann van der Lo eng jung Person gegen beide kommen und se wow Fabian Koller du hörst all die mega cool Produktionen do gemacht an du hast Miley Cyrus zu denen und ich fand das fantastisch ich gebe das auch gerne machen am Leben und mein Ziel ist für Produzent zu sehen und für ein ähnlich Karriere anzuschlagen wie du das gemacht hast was gingst du der Person dann rekommandieren für mein Karriere spezifisch nicht als Produzent mir das was ich zu Los Angeles produziere Menge müsste wirklich auf Los Angeles gehen das war wann ich denke Person dass die bei mich kennt und die mich kennt helfen ich gerne so etwas zu machen aber so gut dran hast dann wird du doch pro Jahr selber machen weil ich einfach denke dass ich sage von du musst einfach eine Person kennenlernen die dich bis an die Welt bringt und ich noch ganz gerne weil Leute mir so schreiben an wollen denke was schneller gucken aber ja bis nicht direkt dabei für den Feedback zu gehen zu so wie ich mir denke das hat so gut mit das eigentlich das nicht das Produzieren also wenn ich sage die ist nicht du lehrst mit der Experience mega nur von Projekt zu Projekt me dass du nicht wusst einfach ein Buch liest und dat dann studiers das nicht das wenn's der Filmshow wie produziert ich finde der Filmshow Sache gelehrt zum Beispiel wie de Punktesystem geht bei einem Longmetrage wie Leute bezahlt gehen wen de Budget mischt wie man Investoren lebt wen die Investoren find wie die hier so kreieren so Sachen dat kann ich lehren und dat tun ich auch gelehrt mit das für Produzent die lo wie ich selber Set aus und Leute erstellt das Learning by Doing an
du fängst eben klein an, so wie ich klein angefangen. Du weißt, du schon mir kurz immer gemacht, wo wir zu 7 waren, dann haben wir ein Projekt gemacht, wo wir zu 12 waren, da waren wir zu 20, 30, 40, 50. Als Student hat mein 450 Leute im Set. 450 Leute im Set. Das war bei weitem nicht groß. Wir hatten wirklich 2 komplett voll Crews, die gleichzeitig gedreht haben. Wir hatten einen ganz Straße zugemacht, 2 Häuser, 4 Häuser lang, und an all Haus war ein ganz Crew. Wirklich 450 Leute. Aber ja. Das war so bei weitem der Gräst, was ich gemacht habe. Aber ich so, es geht mit der Gräst einfach an die Lut und du musst einfach klein aufhängen. Und ich meine einfach, du musst für produzieren, du musst ein bisschen dafür gemacht sein. Weißt, du musst Interesse für die Sachen haben. Du musst ein bisschen gut entweder mit Finanzen können umgehen oder eben einfach gut Problem-Solving sein. Wenn du ihn hast, der wirklich zu viel gestresst geht und nicht kann mit Stress umgehen, also vielleicht nicht der richtige Job für dich. Wenn du kannst mit Stress umgehen, wenn du calm kannst bleiben, wenn du kannst mit Probleme lösen, dann kriegst du das hin. Und da fängst du mit einem kleinen Job an und dann so wirklich zu Los Angeles, das ist viel mehr klein wie ihr mengt, weil du sind so viel, sind ja pure Botten da mit so eine Reihe von Botten, die wirklich so große Sachen machen, aber bei allen Job hast du eine Reihe von Leuten, du hast ein Office PA, da sind die wirklich just Sachen Print, der guckt, dass der Printer da ist, wenn ihr seht, wir brauchen eine Shotlist, dann geht den Shotlist bei der Regisseur bringen oder den dafür drin Kontraktor print, so Sachen. Und der sitzt da, wenn du was, den du laut nur lauscht, kannst du so viel lernen, du kannst alles matt kriegen. Weißt du, ich sitze da am Büro mit meinen Leuten und wir schwätzen über alles offen. Und da sind, ich kenne Leute, die so angefangen haben, auf einem Job von mir, für einem halben Jahr, also ist mein Go-To-Tipp für alles. Ich gebe dem meinen Job machen lassen. Das ist ein Extremfall. Den Tipp, den hat einfach, den hat irgendwie, weil der richtig schon andacht für die Sache. Und schon Angst, dass er mir meinen Job wegschält. Aber weißt du musst einfach just offen sein. Ich fand, du musst offen sein, du musst hart schaffen, gewollt sein, hart schaffen, und dich nicht beschweren. Das ist natürlich, das ist einfach gesagt, aber du hast einfach die Leute, die ganze Zeit meckern. Sie immer, oh Mom, los drum dat, oh Mom, oh ich hatte gehofft, nur da können an ein Bad zu gehen. Sollte man nicht länger fertig sein. Meinst du, ich kann 10 an den Club gehen? Die immer lebt mir, wenn du so bei mir kannst, ich so und dann neige mir. Ich denke, man meint, und ich rufe nicht wahrscheinlich nichts zurück. Es gibt einfach Leute, die kommen bei einer Ausstellung, die, das ist nicht, dass das so alles gefallen lassen. Und wir schwätzen halt von Respekt, oder ich respektiere die Leute, mit denen ich arbeite. Und es gibt auch Produzenten, die machen das nicht. Und die behandeln dich wie letzten Dreck, und wollen, dass du alles musst. Das sollst du nicht gefallen lassen. Auf keinen Fall. Du sollst nicht, dass du nicht so aus Meckern in den Back kann und einfach machen. Aber wenn du in einem Umfeld bist, wo die Leute respektvoll sind, schaffst du hart, stell viel Frohen. Es gibt Leute, die wollen vielleicht froh eine Band von mir. Ich bin ganz froh, wenn ich bei mir können. Ich froh, wenn ich in dem Moment Zeit tun, ob es einfach. Nein, ich weiß nicht, so. Ich soll vielleicht nicht, wie viel das Budget für ein Projekt ist, wenn du gerade im Set stehst. Aber sonst gibt es keine Froh, die ich nicht für eine Band von. Für Produzenten zu gehen zu Lützeburg, denke ich, müsste einfach, fängst du Kurzfilme zu machen. Da fängst du bei der Filmfonds zu gehen, an ein kleines Buch, die 30.000 € können zu kreieren. Die kannst du kreieren, indem du ein Treatment da reichst. Und dann müsst der Film, du findest einen Regisseur, vielleicht ein Kollege, du findest ein paar Leute, die wollen Schauspielerin. Du musst einfach mal filmen. Das Learning by Doing, das ist für Lützeburg, wenn du zu erleben, schaffen, musst du denken, bei Leiplännern, aber das ist mehr schwer. Weil, ja, wenn es Visum mal so Sachen. Vielleicht studieren gehen, wenn da eine Möglichkeit ist. Aber wenn nicht, ja, vielleicht kannst du einfach jeden Fall einen Sommer durchgehen, einen Stage machen oder einen Sommerkurs machen. Guckst, ob es für dich ist. Aber wenn dir gefällt, dann findest du es noch weh. Und dann melden sich beim Fabian Kohler. Ja, da melden dich bei mir. Fabian, das war immens interessant. Wir kennen das ja gut, wir kennen das 11 Jahre und noch ein bisschen etwas mehr. Wir schon anderem noch viele Sachen hören, die ich noch nicht wusste für drin, über dich. Also nach vielmals merci, dass du Zeit geholt hast, jemand mal zu schwätzen. Das ist gerne geschehen und dann drehen wir das Mikro um. Ja.